Versuch mal mit Kommodigkeit, mit Ruhe und mit Kommodigkeit. Damit kommst du auf wieder, als du denkst. Und wenn du schön... Moin zusammen. Heute ist Haasanfang. Und dort habe ich schon eine Geschichte abgeschrieben und die will ich schon hier verlesen. Meine Geschichte heißt Herbstblues. Viele Menschen, die kommen mit der Herbst- und Wintertit nicht so recht klar. Die werden so richtig depressiv und fallen regelrecht im Winterschlaf. Ja, ist ja kein Wunder. Die Doof war kürzer und die Nächten länger. Und beim To sorgt die Titumstellung dafür, dass viele Menschen hiddelig, aber auch manchmal müde davon waren. In diese düster Jahreszeit produziert uns Lieb jemals mehr Schlafhormon, das Melatonin. Und das sorgt dafür, dass manch ein von uns über Kopf hinklogen hat. Das gibt ja sogar Menschen, die waren regelrecht krank davon. Sie war depressiv und lieden unter den Herbst- und Winterblues. Ja, und damit das nicht passieren darf, da verreisen viele Leute in den Süden, in die indischen Paradiese. Mit dem Pfleger ist man denn schon gau durch. Aber muss man denn für die paar durch so viel Geld geben? Und was ist mit dem ökologischen Fußabdruck? Wie schön uns doch all die Umwelt schon. Ja, und was ist, wenn die Urlaubszeit vorbei ist? Dann fahren die Leute auch in grot Lock. Und die Depression fängt von vorn an. Ich mein, das geht auch anders. Ich muss mich nicht erst in Pfleger setzen und all die Strapazen ob mich nehmen. Ich blieb lieber mit dem Mors zu Hus und set mich kommodisch ins Sofa. Und belebt dort all dat, was andere Leute in Polynesien auch beleben. Ich set mir denn n ganz eigenartige Brille auf den Nies und go damit auf virtuelle Reisen. Da steht mir die ganze Welt offen. Damit kann ich den höchsten Berg bestiegen und auch ganz deep in den Ozean unterdückern und mit der Haien um die Welt schwimmen. Mit ein Klick bin ich auf Bali, Bora Bora oder Koh Samui. So ein VR-Brill beamt mich überall hin. Zu paradiesische Strände, exotische Abenteuer und belebnisreiche Kulturen und dort muss ich denn nicht mal das Hus verloten. Das beleb ich eins kommodisch auf uns Sofa. Das Reisen kostet mir kein Geld. Und mein ökologischer Fußabdruck, der kann sich auch sehen lassen. Mein VR-Brill ist mein Ticket zu der Sonne und sorgt dafür, dass die Winterdepression vor der Haustür blieben. Und wenn ich von das Reisen genug habe, dann spiele ich mit mein Enkelkind Golf. Aber nicht auf dem Golfplatz. Das können wir auch bei Wind und Orsig Weller zu Hus spielen. Ja, mit so'n VR-Brill, da druppen wir uns denn im Internet. Jeder stellt sich denn so ein eigen Avatar her. Das ist nix anderes als so ein virtuelle Figur, mit dem man sich in ein Computerspiel bewegen darf. Ich klüder mir denn so'n olden Opa mit graue Haar zurecht. Ja, und mein Enkel, der stellt sich denn so'n überspönsch Fabelwesen zusammen. Das Utsehen spielt ja auch keine Rolle. Hauptsache, wir haben uns Vergnügen mit Spielen. Dabei muss ich denn aber liggers mit min Achtersen noch hochkommen. Denn Golf spielen und dabei sitzen, das geht nicht. Dort braucht man viel Platz, sonst kann ein sich an Tisch und Stuhl stützen und auch Tummerlöhr kommen. Dabei hast denn ja auch so'n virtuellen Klopper in der Hand und ja, wenn du zu doll Ut holen darfst, dann kann das wehen, dass ich denn die Kaffeetassen von den Tisch runterhauen do.
Mit min virtuelle Brill hef ich so viel Abwechslung, dass ich bei mir gar nicht erst überspönsche Ideen von wegen Herbstblues instellen können. Kun aber auch wen, dat mir im Kopf ganz dösig ward, wenn ich de Brill zu lang abhef. Ja, man gaut, dat jichenswann de Akku ledig is. Und so denn ich muss ich min Reisen eben unterbrücken und n Zwangspaus inlegen. Tja, so liebe Lüd. Nun kommt der Herbsttiden und kommt man nicht auf kruse Gedanken. Mogt dat Beste in dieser Jahreszeit. Und wenn wat Querlungen deit, dann versögt dat man wohl mit Kommoditkeit. Tschüss.